Die Dame der Ebene fordert uns heraus hier bei Fire Emblem Engage. Und wie ihr schon sehen könnt, habe ich schon mal offscreen ein bisschen geguckt. Warte mal, nicht so. Welche Einheiten und Ringe und so ich ins Rennen schicken möchte oder könnte. Ja, weil mir plötzlich aufgefallen, als es irgendwie eigentlich die Aufnahme gestartet hatte, nach der letzten Folge, und dann plötzlich irgendwie so gemerkt habe, wir sind plötzlich schon 15 Minuten rum gewesen, weil ich hier gesagt habe, ja, den könnte man mit der Waffe und so, man könnte das noch machen, dies und jenes. War plötzlich eben schon diese 15 Minuten rum. Und nicht so, okay, gut, nee, das kann es nicht sein. Und deswegen haben die mal ganz kurz rausgelöscht und wir starten hier frisch ins Rennen. Genau, also die 15 Minuten haben wir wirklich nur das gemacht, Charaktere ausgewählt, Ringe überlegt, welche gebe ich. Ich meine, im Prinzip, die meisten Ringe können wir uns eigentlich knicken, die wir so haben. Sehr egal, welche Ringe jetzt hier eigentlich gegeben habe. Warte mal ganz kurz. Warum sehe ich das hier nicht? Also, Michael hat einen Ring von Chrom. Das muss ich mal so durch, damit direkt selektiert wird. Alfred hat einen Ring von Legionar. Also von Legionar einfach. Die haben einen Ring von Alm. Ivy hat dem von Luke gegeben. Luke, oder wie man ihn aussprechen möchte. Aber macht da eigentlich plus 2 Speed, finde ich ganz geil. Fogado. Ein Ring von Edelgard. Das ist etwas, was mir gerade aufgefallen ist, was eigentlich vielleicht Quatsch ist. Weil, naja, wenn wir gucken, ist Fogado Level 19, kurz Level 20, der wir nicht mehr viel brauchen. Und trotzdem jetzt einen Edelgard Ring geben. Könnte man vielleicht besser bei Jade machen, weil dann kriegt sie auch noch ein bisschen Stärke und so dazu, oder? Da haben sie uns einen Ring von Arden gegeben, aber... Mehr Stärke, mehr Behendigkeit, mehr Verteidigung, passt doch, komm. Ich mach's so, man braucht Fogado momentan keinen Emblemring. Timera noch mit dem Ring von Ike, einfach nur auf einer Defense und so zum Testen. Also braucht im Prinzip einen Charakter, der viel einstecken kann. Theoretisch könnte es auch Bouchero gehen, aber er hat einen Ring von Tiki noch, bis er sich entwickelt. Das macht durchaus Sinn. Dass ich Fogado natürlich dabei habe, dürfte, denke ich, auch mal klar sein, wa? Lachesis. Warum nicht Stärke, weniger Geschwindigkeit? Das passt doch. Ansonsten, Ziel ist, denke ich mal, vor allem bei Fogado, Timera ist noch Level 20 reichen, das wäre ganz nett. Ja, dafür noch 1-2 Level up. Bei ET wird es nicht so schlecht. Boucheron und Level 20, der Rest ist eigentlich mehr zum Heilen oder zum Unterstützen da. Haben wir so die Idee. Cillian mit dem Donnerschwert zum Gucken. Das funktioniert. Da es nicht so viele Magier habe oder Schwertkämpfer mit hohem Magiewert. Und die halt Schwerter nutzen können. Alfred theoretisch noch Magie 9 ist nicht gerade sehr viel. Weil du sogar 0, also in dem her. Pandreo wäre noch eine Variante. Zumindest nehme ich halt. Statt Celine und Lucina. Aber hier bin ich noch nicht so happy mit den Werten. Da kann jetzt auch schon krasse Werte hat, wurde das auch schon entwickelt. Genau, das ist noch so etwas, wo ich noch nicht so sicher bin. Was waren bei dir schon den Fähigkeiten los? Teleport eigentlich schon cool wäre. Ich glaube, sonst keiner von euch jetzt irgendwie so einen krassen Ring dabei war. Vor allem, was heißt Ring? Geht mir eigentlich mehr um die Heilung gerade. Also, warte mal, ich habe jetzt 3 Bogenschützen, weil es auch viele Bogentypen auf dem Feld gibt. Bei Cillian bin ich recht unsicher, ob das so gut ist, sie mit Lucina kombinieren. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. So,
Die Map selbst. Wir haben ein paar Typen hier, die Gold dabei haben. Die aber sonst nicht weit laufen können. Später würde ich eigentlich gerne zuerst flach machen. Nur die Frage, positioniere ich die Truppen hier? Ist es klug, so wie ich es gerade habe? Ich könnte hier eigentlich querfeld einbrechen, oder reinbrechen, besser gesagt. Damit die als Tank nicht schlecht war. Fogado. Ja, wobei, wieso brauche ich hier oben einen Bogenschützen, wa? Moment mal. Ich den mir weniger aus dem Weg gehe, oder hier sogar sage, ich nehme 2 Tanks. So. Ja, gar kein Tank da oben ist irgendwie auch doof. Ach, hier unten, warte mal. Diamant ist hier unten schon cool. Eine Fogado jetzt hier hin platziere mit Etienne als Bogenschützen. Louis und Diamant sind sowieso krass drauf. Und Ivy da, wobei Ivy doch lieber hier unten. Man kann sie schnell hier rüber fliegen und vielleicht noch ein paar davon platt machen. Obwohl da oben unten wird es ein bisschen schwieriger. So ein paar Typen abfangen, das wird zwar trotzdem gehen. Ein paar Charaktere hier oben, die gut laufen können. Wäre natürlich auch eine Idee. Da heißt Alfred Bolzen hier eigentlich... Ja, wobei... Inventar nochmal ganz kurz checken. Warte, einen Rittertod aber nicht, wa? Die haben nur... Sie haben noch einen. Ihren Rittertod mal ganz kurz ihm geben. Jetzt hier echt verdammt viele Reiter. Und Chloe will ich momentan nicht mitnehmen, ne? Also. Speer plus 2 hat sie auch noch. Mann. Fortschritt an das Feld teleportiert. Unter Umständen auch nicht schlecht. Momentan war es auch nicht. Speer plus 2. Man kann durch theoretisch auch jemand anderem noch geben, wa? Für Louis schon ein Langspeer. Also nehmen wir jetzt mal an, der Speer plus 2 wird auch ein bisschen langsamer machen, oder? Ja, ich glaube, es könnte funktionieren, Freunde. Ja. Dann machen wir es doch mal so. Da haben wir die Ebene doch hier. Und im Kampf, und ich würde sagen, let's go! Mach ich, aber sag nicht, dass ich nicht gewarnt hätte. Okay, feindliche Truppen. Ich muss am 0 besiegen, nicht alle Truppen. Natürlich trotzdem will ich die ganze Kohle noch haben und wenn wir noch die Erfahrungspunkte. Das müssen wir jetzt aber ganz kurz angucken. Gibt es ein paar Typen? Was hat denn der da? Fraktur. Ein Magenstab, der Gegner brechen kann. Och nee. Ja gut. Solange ich natürlich ihn vorher angreife, kann es mir eigentlich egal sein mit dem Brechen. So, Lünen natürlich ganz wichtig. Dann ist jetzt halt die Frage. Ups. Okay, das war natürlich jetzt doof von mir.
Moment, wir machen es nochmal anders. Neuer Versuch. Zurückgesetzt, ja bitte. Mann, bin ich doof. Hätte die Position noch tauschen müssen. Wenn wir den Level 10 erreichen, bla bla, Somniel, Tipps und Tricks im Schnelldurchgang. So, Position ändern. Ich muss natürlich hier unten hin. Ihn verschieben kann ich ja nicht, so jetzt aber. So. Man muss bei denen machen, weiß ich zwar jetzt gerade auch nicht, doch beim Teil schon, weil sie Magier sind, aber es wird schon seine Gründe haben. So. Eisengroßaxt zum direkt kontern, wenn es so dazu kommt, mal gucken. So. Du gehst nachher zu runter, sobald es irgendwie anbietet. Also. Die Frage, wie locken wir die an, wa? Ich meine, der kommt sowieso schon auf Louis zu. So machen, kommen alle auf ihn los. So werden es nur 2. Beziehungsweise wir sehen sie dann, wer alles auf ihn zukommt. So, das wird wohl dann ein Typ da oben sein, der uns brechen kann. Da soll uns doch mal versuchen zu brechen, nur bitte nicht die Knochen, das wäre nett, dankeschön. So, dann hier. Okay. Keine problemlos rein, er macht gar keinen Damage bei Boucheron. Die Frage ist auch, ob er die auch schon mal hier drüben anlocken soll. Ich glaube mal ja. Und die Fähigkeit setzt noch nicht ein, da ist noch ein bisschen früh dafür. Ja, okay, lieber doch im Einzellanze zum Ausweichen. Weil ich trotzdem noch 15 Speed habe. Okay, die können sowieso nichts machen. Hier zur Unterstützung und Alfred. Gehen wir in den Wald, weil das dann nach innen angreift, ist sehr unwahrscheinlich. Toll. So toll gemacht. Break! Break the chain! Die wollen da rumgehen. Okay, die kommen da nicht so weit. Da hätte ich eigentlich nur die beiden gerade zum Abwehren. Dann habe ich hier noch 2 so Typen, die muss ich mir also vorher schnappen. Wird nur mit dem ein bisschen schwieriger. Mit Diamant. Also ich meine, ich kann es versuchen. Klappt sogar. Ja, Fogado gefällt mir eigentlich doch. Der macht einen guten Job.
Den Tomahawk-Bruch, wer kennt ihn nicht? Leben ist halt ein bisschen, ich komme sonst zu... Sonst keine Chance. Was hatten die Dame da für einen Radius? Okay, der geht eigentlich noch. So, wir kommen nachher hier rüber. Da wird es auch gehen. Wenn ich nachher hier rüber gehe, dann bin ich bereits dort mit 2 von denen. Und hier runter komme ich gar nicht, war okay. Was kommt denn da noch? Ah, noch sind Schütze. Okay, komm. Das heißt, ich habe keinen Vorteil. Ich habe von hier aus ankommen. Ich meine, du kannst gerne versuchen anzugreifen, ne? Gar kein Problem. Er greift auch hier an, dann Erfahrungspunkte. So, also erstmal die beiden platt machen. Nachher muss er irgendwie hier durch, dass wir da irgendwie einer von unseren Tanks übernehmen. Level 3 für Alchrist. Oh, Entschuldigung. Ich bin gerade spontan Huster aus. Ja, ist halt die Frage, welchen Schützen nachher eigentlich generell trainieren möchte. Bei allem wird sowieso nicht gehen, da muss man ein bisschen gucken, was er da vielleicht am ehesten anbietet. Ah, die haben schon Power, die Viecher. Abwehr, meine Güte. Nein, Mike, nein! Oh, waren doch nicht für dich die Erfahrungspunkte. Oh, Junge. Dass du immer so übertreiben musst. Erstmal aufs Wurfbeil. Und macht dann hier mal ein Heal. So, wäre ich da mal durch. Dann haben wir die beiden Spackos im Dienst. Und hier nochmal 2 Spackos im Dienst. Natürlich aber keine super duper Waffe dabei. Wie sieht es mit dem Bündnis aus? Guck mal ganz kurz. Engage bitte. Nein, Engage hat er gesagt. Na egal. Trotzdem alles nur Dinger für eine Reichweite. Das bringt mir gar nichts. Alfred, kommst du bis zu dem Typen runter? Ja, kommst du, okay. Wenn wir sagen, Ritter tot, steht jedem Ritter tot. Was? So, und du schnappst dir den. Ich glaube sogar Alfred und Boucheron können das einzeln machen. Also hier durchmarschieren, meine ich. Sehr gut, sehr gut. Dann kann ich mit Boucheron noch in die Tiki-Form wechseln, um noch den Effekt einzusetzen. Den er hat. Nein! Ah, Mist! Zu schnell. Mann, ich wollte doch auf die... Ah, ich wollte aufs andere wechseln. Der Bus ist zwar schön. Entschuldigung, ich muss nochmal einen Zeitkristall mühen. Mann, ich wollte doch eigentlich zuerst engagen, damit Lucina starb. Also mit dem Adelsrapier quasi. Kobschlag wäre zwar eine Variante. Was? Das Rapier reicht nicht mal so mit dem Koop-Stab? Krass.
gerade, sind die beiden etwa gleich? Er kann eh nur einmal angreifen. Und Elfenwind ist am besten, war okay, gut. Der blockt hier oben auch mal ganz kurz ab, bitte. Hä? Hat er jetzt gerade einen Glückspunkt mehr bekommen als vorher? Krass. No damage, no damage. Autsch! Ich wollte gerade sagen, wie hat er mir vorgemacht? Gut, das spielt zwar jetzt. Eigentlich spielt es hier keine große Rolle, aber trotzdem. Nur so rein vom Prinzip her. Also, den Arsch kriege ich dann noch selber platt. Und Level 20. Magie, ja gut. Dann vielleicht irgendwie mal einen magischen Bogen kriegen, eventuell. Kann ich mir vorstellen. So, ich gehe jetzt mal mit... Nein! Oh, schon verklickt. So schnell drauf geklickt. Es sei denn, natürlich kommt ET da nicht hin. Alter, ist das mit der Reichweite aber ja bescheuert. Guck mal, den anderen anlocken will ich noch nicht, weil ich nicht genau weiß, was hat denn der für einen Bogen? Silber, ja, aber nachher weit genug komme, um den zu attackieren, ist glaube ich ein bisschen doof. Nee, nee. Irgendwie was Cooles, was Kluges, hier kommt Überschwert. Diamantosan! Genau, dann seid ihr da unten. Ihr seid eh gerade momentan schneller so unterwegs, dann geht Louis nach oben. Was ist denn der Typ da oben? Ja, komm. Engeiji. Die berühmte Hauskombo, wer kennt sie nicht? Dass er doppeln kann, war klar. Ja, die Trefferquote ist ein bisschen doof. Die ist besser. Wie schnell will es eigentlich ausweichen? Müsste eine 100%ige Trefferquote sein. Junge, Junge. So, Frage, healen. Okay, nicht in Reichweite, gehen wir mal weiter runterkommen. Was will denn der jetzt mit seinem scheiß Langbogen? Nicht mal ein Crit. Junge. Ja gut, hätte ich eigentlich auch weiterhin anlocken können, wa? Jetzt muss ich wieder zurückrennen und so und ich weiß, wann ein Link kommt. Das ist ein bisschen doof.
Hier da in Abwehrhaltung, dann sind wir dort. Hier sind noch ein paar neue nachgekommen. Also was heißt ein paar? Einer bloß. Bündnis machen wir gleich. Erstmal die nette kleine Stabaxt. So, und dann kann sich Louis nachher noch um den da kümmern. Da oben sind wir auch schon fast durch. Moment mal, Momentchen. Nice. Okay, gar nichts. Sehr schön. Ja eben, ich meine, im Prinzip kann ich nachher auch mit ihm hier rüber und den platt machen. Blood Engage wäre besser gewesen, aber okay, komm. Dann gehe ich mit ihm schon mal hier durch, damit ich irgendwie auch eine bessere Range zum Angreifen habe. Break! Movement oder was? Okay, mit dir will ich schnell nach unten. Bringt's eh nicht. Keine Sorge, du kriegst gleich Hilfe. Ja, er ist bewegungsunfähig. Das ist nicht cool. Ich will mit ihm keine Waffe für die Reichweite, war, um irgendwie schnell den Typen da anzugreifen. Ja, ist auch doof. Mach mal die Dinger noch ab. Wie oft können die denn hier einfrieren? Ja, der kann sowieso nicht so oft eingesetzt werden. Okay, gut. Sehr schön, sehr schön. Ist noch der da oben. Jo. Im Rest geht sowieso gar nichts. Logget ja nochmal wieder an. Als Großland, so passt schon. Auch jetzt endlich mal wegkommen. So. Endlich vorbei, Mann. Da unten gut, da unten gut. Alfred kann sich nicht bewegen. Okay. GG. Break. Das war richtig nervig. Kann ich mal einen Engage machen? Weil weiter marschieren können trotzdem nicht, war natürlich doof. Warte mal. Ich habe ihn auch noch.
Und Diamant direkt danach auch. Na komm, mach das aber nicht. Stattdessen wird es Zeit, die mal aus dem Weg zu pusten. Wow. Aber nur wow. Was hat denn der Typ für Verteidigungswerte? Alter. Ja, Burganone, klar, aber trotzdem 10 Verteidigung und 20 Resistenz. Was ist mit dem? Das ist auch nicht viel. Im Gegenteil, aber ich kann hier unten noch was machen. Die scheiß Reichweite vom Stab. Ja gut, Freunde, wir sind schon über 32 Minuten, das heißt, ich muss die Folge nochmal beenden. Das ist natürlich scheiße, dass mich ständig hier bewegungsunfähig macht, also komme ich gar nicht vom Fleck. Ansonsten würde ich mal sagen, den und den relativ schnell platt machen in dieser Folge. Können vielleicht sogar hier irgendwie mit denen noch versuchen. Das kann nicht so viel bringen, so wie es aussieht. Ah, noch einer, der ein bisschen stärker ist, wa? Okay, wisst ihr was, der kommt sowieso nicht so weit, also ich kann hier schnell den Langbogen angreifen. Danke, Alchrist. Hauptsache er kann kriten, ne? Alles andere ist eigentlich egal, Hauptsache er kann kriten. So. Das nächste Problem, ihr müsst irgendwie den da unten ausschalten. Mit Michael nicht machbar, sie kommt da nicht so weit. Mit Dui wäre es machbar. Ich muss einfach in den nächsten Zug und gehe einfach mal mit allen nach vorne, weil... Ist doch scheißegal. Machen könnte wäre schon mal den anlocken da oben. Okay, okay. Den kriege ich soweit hin und Ivy eben nach unten, damit sie mal den noch besiegen kann. Die anderen sind ja da oben. Nachher mal den und den noch platt machen und uns dann hier in der Mitte sammeln. Jo, das machen wir. Nächste Folge. Bis dahin, bye bye.